Yeah! Ich bin zurück! Niemand hat gemerkt, dass ich in der Sommerpause war. Aber egal. In diesem Sommer hat es so viel Gossip gegeben. Ich kann so viele Videos machen, was im Sommer ist passiert. Aber ich habe mich dafür entschieden, einfach direkt wieder einzusteigen im Hier und Jetzt. Und fangen wir an. First things first. Wir haben Klarheit, wir wissen, wer es ist. Wir alle haben darauf geplant, wer wird es sein. Ich konnte nicht mehr schlafen. Es kann nur um jemanden gehen. Um den sexiest man alive. Aber wer hat das People Magazine 2022 zum Sexiest Man Alive gehört? Oh! Chris Evans. Der hier hinten, für die nicht wissen, wer er ist, er hat Captain America gespielt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gemeint, der ist schon mal gewesen. Weil den gibt es ja schon lange, den kennt man ja schon lange. Aber gut, 2022 ist sein Jahr und wir gratulieren ihm. Dann kommen wir vom Sexiest Man Alive zum anderen Man Alive. Ich würde auch sagen, ein Man Alive. Und zwar reden wir jetzt noch kurz über Harvey Weinstein. Der ehemalige Hollywood-Modul ist 2020 schon mal verurteilt worden wegen sexueller Belästigung und Vergewaltigung. Sein Anwalt hat dort mal aber Berufung eingereicht und darum befinden wir uns jetzt nochmal in einem Prozess. Insgesamt haben ihn 5 Frauen angeklagt und 90 weitere Frauen sind mit ihrer Geschichte, mit ihren negativen Erfahrungen mit dem Harvey Weinstein an die Öffentlichkeit getreten. Der neue Prozess hat im Oktober dieses Jahr jetzt wieder angefangen. Diese Woche war Jennifer Siebel Newsroom auf dem Zeugenstand und hat ihre Geschichte erzählt. Gut, gehen wir weg vom Harvey Weinstein zu ein bisschen schöneren News. Yay! Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn, der Film «Plötzlich Prinzessin». Es gibt ein 1 und ein 2 mit der Anne Hathaway und der Julie Andrews in der Hauptrolle. Jetzt hat Disney verkündet, dass es einen dritten Film gibt. Das Problem ist nur, dass momentan nicht bestätigt wurde, dass Anne Hathaway wieder mitspielt in «Plötzlich Prinzessin 3». Vielleicht macht Anne Hathaway gleich mit im dritten Film und Disney Plus möchte sich die Ankündigung einfach noch als Ass im Ärmel behalten, um Sachen so locker flockig rauszuschütteln. Jetzt kommen wir von einer fiktiven Prinzessin zu einer realen Prinzessin. Und zwar geht es um Kate Middleton. Diese Woche hat es traurige News gegeben für alle Royal-Fans oder eher Kate-Fans, weil der Palast hat verkündet, dass sie ab jetzt keine Details mehr zu der Kate ihren Outfits werden rausgeben. Bisher war es einmal so, dass das britische Königshaus der Presse mitteilt hat, was Kate gerade trägt. Also welcher Designer, welches Modell, wie viel das gekostet hat und so weiter. Die Begründung ist, dass laut dem Königshaus immer zu viel Wert darauf gelegt wurde, was Kate trägt und viel zu wenig darauf geschaut wurde, um was es bei dieser Veranstaltung eigentlich geht. Zum Schluss möchte ich noch kurz über das Promi-Couple reden, das sich jetzt im Oktober getrennt hat, und zwar Gisele Bündchen und Tom Brady. Gisele Bündchen, wie spreche ich das aus? Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. Hä? Das Model und der Profi-Football-Player haben 2009 geheiratet und haben jetzt im Oktober 2022 ihre Trennung bekannt gegeben. Trotz der Trennung hat sich Gisele die Villa gegenüber von Brady seiner Villa gekauft, damit ihre gemeinsamen Kinder, Benji und Vivian Lake, gleich noch ihre beiden älteren Teile sehen. Gisele soll schon wieder einen neuen haben, und zwar den Joaquim Valente. Der Joaquim Valente ist Jiu-Jitsu-Trainer von Benjamin, also vom Sohn von der Gisele. Und genau so soll ich die beiden auch kennengelernt haben. Gisele und der Joaquim sollen sogar schon ein paar Mal zusammen in der Ferien in Costa Rica sein. Das war es mit meinem Weekly, Monthly, Summerly Gossip. Und bis zum nächsten Mal. Bye! Oh, meine Wäsche. Soll ich Wäsche wechseln? Nein. Chris Hemsworth. Nein. Chris Hemsworth. Falscher Chris. Hey, ich brauche eine Pause. Das kann sie nicht sein. Es ist dunkel von außen und es ist noch nicht fertig. Jiu-Jitsu. Der Joaquim Valente ist ein Jiu-Jitsu-Trainer. Jiu-Jitsu! Der Joaquim Valente ist Jiu-Jitsu. Das kann es nicht sein. Jiu-Jitsu. Der Jiu-Jitsu-Trainer Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu.